Ich bin heute Wiener, ich kann nix dafür. Ich brauch nur selig zu sein. Zwei Fiedeln, ein Klampfen, ein Morgenklavier, ein Glasl für heurigem Wein. Da wär ich wie warisch, ganz wurlert und narrisch, bei sowas da bin ich ja grein. 10 Schilling für Schrammen und morgen friss mir Grammen, das kann nur ein Wiener verstehen. Drum trinken wir noch a Flascherl Wein, hol oder roh. Das muss ja nicht das Letzte sein, Gott bewahre, hol oder roh. Und dieses Gar gibt's kein Genieren, hol oder roh. Ja, da müssen wir noch eins repetieren, ja, noch eins repetieren, weil meine Fremdeln und Bekannten und Verwandten sind die größten Tschecheranten, ja, aber wir sind so benannt, wir machen gewiss keine Schand, denn wir fallen nicht aus dem Rahmen. Wir haben seit Vierteln übern Gaumen und dazu rennt ein klassischer Milch. Weil wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, das wissen sie. Weil wir sind heut lichten Dollar, trinken gern ein Glasl Wein oder 2 oder 3, dann nicht Gnosen, gute Zoller, ja, aber gräbet muss es sein. So ein Tripfel kennt keine Mischung, das ist heut ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung, ja, aber gräbet, ja, Obergräbet muss er sein, jawohl. So schaut's aus, meine Herrschaften. Habe die Ehre, grüß euch Gott. Schön, dass ihr dabei seid bei der Pawlatschen-Nummer, weiß ich nicht mehr, wurscht. Egal. Aber eben eine Solo-Pawlatschen aus der buckligen Welt, weil der gute Patrick, an sich geht's ihm gut, aber er hat eine Bindehautentzündung aufgerissen bei seinen Nichten, scheinbar, also ziemlich sicher, nachdem sie es auch haben. Und das ist eine sehr hoch ansteckende Geschichte. Jetzt hat er gesagt, naja, bleibt natürlich daheim, wie man so sagt, daher eine Solo-Pawlatschen. Jo, grüß euch Gott. Natürlich, ich fange gleich mal an mit einem Schluck. Ich habe mir einen Ole Wien, ein Rotwein, Ole Wien aus 2015. Und mit dem ersten Schluck werden wir gleich mal dem Patrick eine rasche Besserung wünschen, weil natürlich am Freitag spielen wir schon. Am Freitag spielen wir. Das heißt, da muss er fit sein. Jetzt einmal der erste Schluck. Auf den Patrick, gute Besserung. Ja, Weltklasse. 10 Jahre alt. Ein Traum. Und jetzt ein Schluck auf euch. Schön, dass du da seid. Prost auf euch. Ja, so können wir arbeiten. Ein Blick in 284. Klaus Solo 24, sagt der Georg Scheurer. Was 24 Mal habe ich schon Solo-Pawlatschen gemacht? Bis deppert, das ist ja echt so oft. Wahnsinn. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich habe schon ein paar Mal gemacht, aber 24 ist eine staatliche Zahl. Aber ich fange von vorne an im Chat. Grüß euch Gott. Matthias Mariacha ist da, die Susanne Moser. Grüß euch Gott. Alles Gute, Klaus, jetzt ein Solo-Pawlatschen. Patrick, gute Besserung. Jawohl, danke schön. Jawohl. Was haben wir da? Susanne Faber ist auch noch da, ja. Ich sehe da nichts. Oh ja, jetzt habe ich das. Entschuldigt. Ich habe eine leichte technische Durcheinander, Kuddelmuddel-Partie gehabt. Aber ich bin schon wieder voll dabei. Hannes Spießler ist am Start. Jawohl, grüß dich Gott. Maggie Pemberton ist da. Kommt später dazu, jawohl. Paul Hartmann.
Guten Abend aus München auf eine schöne Soloparflatschen. Gute Besserung für Patrick. Liebe Grüße, Paul. Paul Hartmann, mich gefreut, dass du dabei bist und danke für ein tolles Kommentar auf das Video vom Aaron Acker bezüglich das Konzert in Sierndorf mit Uli Bär. Das hat mir echt taugt, wie du es geschrieben hast. Ich habe mir das gleich zweimal reingezogen. Ja, Weltklasse. Sehr, sehr leibend. Ganz großartig. Peter Prachtl ist da, grüß dich Gott vom Kaiserstuhl. Renate Ott ist am Start, es gefällt mir, dass du da wieder dabei bist, aus Neuburg. Jawohl. Ein Tachchen an alle Pavlacistis. Das ist aber auch leibend, ne? Ein Tachchen. Tachchen. Das taugt mir. Das taugt mir wieder. Fritzl Stadtgus, unser Grausenieur natürlich mit dabei. Jawohl. Hier scheint endlich mal wieder die Sonne. Nein, ich weiß nicht. Landtalstromer Markus, Mittelhessen mit viel von der Partie. Raffi aus der Steiermark. Georg Scheurer habe ich vorher schon erwähnt. Schön, dass du mit dabei bist. Manfred Kraft, gefreut mich auch. Jawohl. Aaron Acker ist da. Jawohl, grüß Gott. Das gefreut mich. Markus Volker. Servus Markus. Auch immer wieder eine Freude, dass du mit dabei bist. Jawohl. Ich glaube, jetzt habe ich es mal alle. Felix Lukan, servus. Peter Voigt. Du treue Seele und alle Pavlacistik, gute Besserung, lieber Patrick, jawohl. Er hat mir mich am Telefon gesagt, du, es ist jetzt nicht so tragisch, im Prinzip, es hält sich in Grenzen, tut schon weh und alles, aber es sind zwei Probleme. Das eine ist natürlich das Autofahren. Ich habe gesagt, die sind beide Augen komplett verschwollen. Also es war schon, die Fahrt zum Onkel Doktor war schon, ja. Aber er hat gesagt, nachdem er jetzt weiß, was ist er natürlich viel entspannter. Er hat sonst auch nichts. Und das Zweite ist halt, es ist ansteckend. Und daher hat er gesagt, na gut, dann fahr ich nicht raus. So, na schau, da bin ich sofort informiert worden von allen, dass es die 284. ist. Matthias Mariacher, Paul Hartmann, Aaron Acker, Fritzl Stadtgus, jawohl, Susanne Moser und Georg Scheurer, wie vorhin schon erwähnt. 284. Ausgabe. Eigentlich eher ein Wahnsinn, gell? 284. Nicht schlecht. Grüße ich alle aus der Oststeiermark, Sprachpolizei, grüß dich gut. Jawohl. Genau mit der Taucherbrüne der spielen können. Ja, Ludwig Sass ist auch da, grüß dich gut. Hubert aus Garmisch, servus aus Oberbayern, servus, grüß dich gut. Das gefreut mich. Und der Ulrich aus Ingolstadt. Schau, Renate Ott ist ja gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Tachchen, das taugt mir voll, aber Tachchen, ja. Aber endlich Mittelhessen vollständig. So, Freunde, jetzt einmal einen guten Schluck. Wie gesagt, heute Rotwein, wie so oft in einer Solo-Pavlatschen. Warum, weiß ich gar nicht, aber ja, Prost. Alexander Hauser ist auch am Start. Grüß dich gut. Alexander, gefällt mir. So, gleich einmal der Griff zur Gitarre. Es ist immer wieder spannend, weil total, ich denke mal, das habe ich schon, wie der Schürli, der Georg Scheurer geschrieben hat, jetzt habe ich schon 24 Solo-Pavlatschen hinter mir, aber es ist doch immer wieder ein bisschen anders. Die Gitarre spiegelt sich auch ein bisschen auf. Na wurscht. Es ist immer irgendwie, es ist trotzdem was anderes als mit Patrick und jetzt muss ich mir so ein bisschen überlegen oder bin ich mir ein bisschen unsicher, was ich da spielen soll und was nicht, aber wir werden schon was zusammenbringen. Mikrofon, das habe ich auch heute nicht gescheit gemacht, weil es ist mir im Weg. Jetzt entschuldigt, jetzt pumpert es bei euch ein bisschen und so, aber ich muss das da so machen, damit ich nämlich, damit ich es nicht overhauen im Spiel. So, jawohl. Schuss von der Mama, Moped da, ja, werden wir schauen, was wir machen. Moped da mache ich nicht. Weißt du warum? Den haben wir gespielt, wo haben wir den gespielt jetzt da? Beim Taschler. Beim Taschler mit dem Moped stark gespielt und ein Desaster. Absolutes Desaster. Ich bin ziemlich relativ bald aus dem Text ausgestiegen. Habe aber dann sicherlich 5 Minuten noch weiter gespielt und versucht dabei in den Text wieder reinzufinden, was mir nicht gelungen ist. Wobei ich dazu sagen muss, lag nicht nur an mir, sondern wirklich an allen anderen, die mir quasi geholfen haben oder helfen wollten mit dem Text. Und das ist das Allerschlimmste. Wenn du mal mit dem Text hängst, was du mal draußen bist,
und dann kommen die hilfreichen Zurufe, die alle nicht stimmen. Das ist natürlich eine Tragik. Aber es war ein Murzagsturl. Das muss man halt auch wieder sagen. Unglaublich. Unglaublich. Was sagt Aaron Acker? Ist eine normale Akustikgitarre gestimmt? Eine normale Akustikgitarre. Was meinst du mit einer normalen Akustikgitarre, die gestimmt ist? Eine andere Gitarre? Nein, die sind, gestimmt sind schon, aber die nicht da, das ist die Gypsy Jazz Gitarre, die ist ich meine, gut, kaum eine Stimme, aber und die andere ist ein Stock tiefer. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Schau, Judy Austria ist auch da. Jawohl, Judy. So, ich werde es mal einfach in der Nummer anreißen. Wo werden wir denn hingehen? Wo werden wir... Das Fiakerlied meint die Susanne Fabre. Vielleicht, das war eh nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich solo noch nie gegeben. Oder wahrscheinlich schon. Punkt, das Scherber zu überhaupt. Ne, bei den Bauern. Prost. Früher gab es so Spickzettel. Renate Ott, ja. Na, die gibt es heute auch noch, aber die kann ich zum einen nicht lesen, zum anderen finde ich es nicht. Ich fiel zwei halbe Roppen, mein Zegel steht am Grund. Ach so wie die zwei Troppen, wenn's nicht bald gesehen haben. A Batschen, na das gibt's nicht, oh Jesus, noch nicht schlagen. Das Höchste war ein Schnäuzer, sonst zerreißen's mir den Wagen. Vom Lamm zum Lusthaus Vorriss in 12 Minuten hin. Da springt man keins im Galopp, da geht's noch rüber, trop. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann er jeder werden, aber fahren, das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echter Werner Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, ein echter Werner Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest benannt. Und kommt einmal zum Anfahren und wäre ich dann begraben, ja dann spannt's mir meine Roppen ein und fiert's mich übern Graben. Dann lasst's es sauber laufen, wie führt's mich im Trab hinaus, ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt, nennt's mich nicht wegen a Kreuz, sagen mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus und die Leute, die sollen's ruhig merken, an Fiaker fieren's hinaus und auf mein Grab steht da so ich steh, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz aber, er war heut ein echter Werner Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut ein echter Werner Kind. Ja. Fiakerlied, ein Klassiker von Gustav Pieck. Die Nummer Weltklasse. Aber ich glaube, ich habe wirklich noch nie in der Solo gespielt. Ja. Die hätte es da, grüß Gott. Solo-Ballwatschen waren bis jetzt immer speziell und leiwand. Anders als mit Patrick, aber eben speziell. Ja, speziell ist eine gute Aussage. Ist baggerliert, ja, genau. Was sagt die Judy Klaus? Ja, den blaues Auge. Weißt du denn das? Okay, naja, ich sitze am Bagger, fahr Vollgas, auf einmal schießt der Stabütz in die Höhe. Du, das kann da leicht passieren. Mit meinem Bagger kann da das leicht passieren. Ja.
Was sagt der Aaron Acker? Würde es sich beim Solo anbieten, mal ein Lied nicht mit der Kontra anzureißen? Aber der Abend ist ja noch jung. Ja, du hast recht natürlich, Ackerl. Da hast du schon vollkommen recht. Ja, das war in Wien halt leichter. Das war in Wien einfacher. Ja, schauen wir mal. Ein Hoch auf alle Fiaker und Badagafahrer, jawohl. Skyline wäre auch super, so eine Moser machen wir. Schöne Grüße bestellen vom Jürgen Kirner, Renate Ott. Danke dafür vielmals. Beste Grüße, dickes Busel Retour an den Jürgen. The Master of Bretelspitzen, wird klasse. Ja, also jetzt das Thema Bagger ist ja da jetzt in aller Munde. So, und ich habe natürlich ein Bild vorbereitet, weil natürlich gestern bin ich in die Klause gekommen mit meinem Schatzl und habe natürlich dann sofort im Bagger ausgepackt, im Betrieb, also fahrbereit, also bereit gemacht, weißt du, da kommen noch ein paar Heben oder was angeschraubt gehört und der Öl rein, dann Sprit und lauter so Sachen. Das haben wir gestern noch gemacht, damit meine ich natürlich meine Nachbarn, weil die waren natürlich sofort mit dabei. Und heute habe ich natürlich Rosen gemacht, in folgender Reihenfolge. Heute habe ich die Pavlatschen eingestellt, also in die, was man da machen muss, da auf YouTube und so weiter und die Postings, das habe ich am Vormittag gemacht, oder in der Früh. Dann bin ich einkaufen gefahren, relativ rasant. Dann habe ich Rosen gemacht, das habe ich machen müssen, weil das war natürlich, der Grund war schon wieder übersät. Und dann war es soweit, meine Herrschaften. Dann war es soweit. Ich habe ein Bagger gestartet und meine erste Baggererfahrung habe ich hinter mich gebracht. Relativ lang, ich war bis 7. Also ich habe schon ein paar Stunden damit verbracht zu baggern. Wahrscheinlich nicht ganz im Sinne meiner Frau Gemahlin, weil mein Munkelein und jetzt möchte ich bitten, haut's eine. Vielleicht keine roten Achteln, sondern Herzerln diesmal, weil heute hat mein Munkelein und ich Hochzeitstag. Ja, ich am Bagger, mein Schatzl in der Kuchel. No, war nicht so geplant, aber ist jetzt auch so gewesen. Und wir haben auf jeden Fall, wir haben es genossen, mehr oder weniger, aber so ist es. Aber haut eine Herzerlachtel oder wie auch immer, eine Orgie sozusagen für mein Schnurl, da wir heute Hochzeitstag haben. Schau, der KTM-Junkie aus dem schönen Südtirol. Patrick sollte weniger Radl fahren. Ja, nein, das hat er nicht vom Radl fahren. Er hat glaubt nämlich, der hat sich da irgendwie vergessen, aber er war mit seinen Nichten am Wochenende benannt. Und wie er erfahren hat, haben die alle eine Bindehautentzündung. Na, und von da wieder das gekriegt haben. Wie es so ist. Wie ist es ohne Patrick zu spielen? Ungewohnt, sagt der Felix Lukan. Ja, naja, ungewohnt, natürlich ungewohnt, und es ist halt eine komplett andere Geschichte. Aber natürlich, ja, ist es ja nicht zum ersten Mal, dass ich allein spiele. Also es geht schon irgendwo. Ein Klavier. Ja, da wäre ein Klavier. Ja, aber das ist tontechnisch deppert und kameratechnisch deppert, wenn ich dann sage, ich spiele was am Klavier vor. Aber wir können ja probieren. Lass mir nur 1, 2 Achteln, dann können wir über alles reden. Dann können wir über alles reden. Wieso wäre es in Wien leicht? Im Hintergrund steht ein Klavier. Ja, ist Klavier, aber keine Gitarre. Ja, Susanne Moser gratuliert herzlich zum Bagger. Jawohl. Das Messing Solo werden wir auch zusammenbringen. Ja, schau, da fahren schon die Herzen rein. Für mein Schnurl. Ja, schau. Baggerfahrer Klaus plus Munkelein, Ludwigsaas. Weltklasse, schau die Herzeln. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Hirt. Danke dafür vielmals. Na schau, Weltklasse. Das hat's leibend. Dankeschön. Und jetzt, weil es so leibend seid, sage ich euch was. Das brennt am Lied Ackerl, ja, das kann ich wirklich nicht mehr. So, und jetzt sage ich euch das Bild des Tages. Da schau her. Jawohl. So schaut's aus. Mein blauer Schäpach. Ich hab noch kein Video, nichts gemacht, weil ich war echt damit beschäftigt, das kennenzulernen. Aber ich habe heute dann schon, also wie ich dann schon ein bisschen was zusammengebracht habe,
Ich habe da so einen großen Haufen, so einen Erdhaufen, der geschaufelt gehört. Und dann habe ich sogar einen Wurzelstock ausgegraben, schon. So recht an Festen, also das ist gut gegangen. Ja, ja. Also das geht. Aber schaut sich das an. Und man sieht da wirklich, also muss man auch sagen, diese Eleganz, die da ausstrahlt. Ne? Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Es ist echte Eleganz. Also, der Bagger, Freunde, der Bagger ist endlich in sein Haus. Steht dir, sagt die Renate, ja, lach, ja. Steht, naja, steh kann ich auch drauf, ja. Nein, Weltklasse, Weltklasse. Endlich ein Traum, ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Wie lange rede ich schon vom Bagger, weiß ich nicht wie lange, aber jetzt ist er da, jetzt ist er da. Leider kein Baggerlied. Auch kein Baustellenlied oder ein ähnliches Ding, aber ja, was soll ich machen? So, jetzt habe ich natürlich vergessen, welche Lieder wir alle durchgesagt haben. Und die Vögel auf der Straßen trinken auch gern einen Wein oder Leute, ja ho. Sing sind Sorgen, was sie schauen, dann schreit's gleich und sind gleich drei. Sing sind Sorgen, was sie schauen, da schreit's gleich und sind gleich drei. Ja, wann das Messing schägeljanzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Wegen eine näher weit. Und von Vatern seit Segel steht noch drinnen am Grobhof der ja ho. Und das eine kann ich sagen, das noch viel Schönes nie gesehen hab. Und das eine kann ich sagen, das noch kein Schönes nie gesehen hab. Ja, wann das Messing schägeljanzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Wehen eine näher weit. Und wann ich einmal gespielt, das mit Fies nimmer tragen oder ja ho, da muss das letzte Gradl her, damit die Rosen haben haben. Da muss das letzte Gradl her, damit die Rosen einen haben haben. Ja, wann das Messing schägeljanzt, wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Wehen eine näher weit. Ja, wann das Messing schägeljanzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Wehen eine näher weit. Jawohl, wenn's Messing schägeljanzt. Ein Wunsch vom Georg. Weltklasse, Weltklasse. Und ich danke dir mal für die Herzallen, für mein Schnurzle und mich. So. Der beste Baggerfahrer aus ganz Schlägen. Naja, einen Acker, das kann ich nicht sagen, weil zumindest mein Nachbar ist ein Baggerfahrer. Also ich glaube, naja, den schlage ich nicht. Der hat mir gestern auch sehr unterstützend zur Seite gestanden. Susanne Moser passt voll gut zu dir, gell? Weltklasse, danke schön. Du hast halt einen Blick. Susanne Moser hat einen Blick. Ja? Schaust ein bisschen aus wie der Peter Lustig von der Kick-Sendung Löwenzahn. Es stimmt aber, ja. Rote Mützen und ich stelle dich damit in den Vorgarten. Ja, aber du musst aufpassen, dass ich nicht zugewachsen wäre von den ganzen Pflanzen. Weltklasse. Bagger Graf Carello, jawohl. Sprachpolizei sagt Kontaktanzeige. Mann mit Bagger gesucht. Bild des Baggers erwünscht. Ist also gemein, aber ist also gemein. Was kostet bei euch?
Ja, so. Ich habe mal vom Bauhaus, ja genau. Schon die Austria hat es geschrieben, Bauhaus. Und die haben mir gleich das Zubehör auch gleich alles gecheckt. Das ist klar. Ja. Ja, Wahnsinn. Raffi, schön, wenn es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Susanne Moser hat das gefallen. Wo der ist der Raffi? Raffi ist da, jawohl. Na dann beste Baggerfahrer in der Klause und sage jetzt nicht, aber das Munkelein. Na, Munkelein, glaube ich, aber sie hat sich im Bagger angeschaut weiß nicht, wie sie angefangen. Ich glaube, sie hat innerhalb von einer Minute 27 Mal gesagt, vorsichtig sei vorsichtig, pass auf. Aufpassen. Na, tadellos. Eine 10 ist heute überwiesen worden, ein kleiner Zuschuss zum Bagger Weltklasse Manfred Graf, dankt er herzlichst. Ja. Manfred, da kriegst du einen Schluck von mir. Wildwein, Oli Wien, auch wieder aus dem Weinvorrat von meinem Munkelein gefladert. So bin ich halt. Ja, es ist noch kein Baggerfahrer vom Himmel gefallen, das richtig hätte. Übung macht die Meister und das stimmt, aber man hat es wirklich gleich, zumindest also, man kann ziemlich bald irgendwas weiterbringen und dann ist wirklich Übung, ja. Aber ich bin da jetzt, muss ich sagen, jetzt glaube ich nicht wirklich untalentiert. Talentfrei bin ich nicht ganz, weil wie gesagt, ich habe heute schon einen Wurzelstock rausgebaggert an der Gartenmauer. Gartenmauer steht noch. Also Zaunmöhrchen. Aber auf jeden Fall, nein, da glaube ich schon, das wird schon was. Das wird schon was und hat sich jetzt wirklich bewährt. Heute habe ich mich gespielt damit, ein bisschen herumprobiert und na, morgen geht schon, so schaut's aus, ja. Hier ist es, ich habe auch auf dem Schmattes vergessen, wird gleich erledigt, Susanne Moser. Sehr leibend, danke schön. Ja. Ist er beim Wirten oder im Puff? Nein, er sitzt auf dem Bagger. Ja, naja, das ist was der im Alter. Ja. Weltklasse. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals. Na, absolut leibend. So, nächstes Lied. Jetzt einmal, wer war das jetzt noch? Susanne Moser, genau. Mit Schmattes, natürlich auch auf dich. Sehr zum Wohl. Jawohl, Meg ist im Zimmer. Meg ist da. Passt. Auf Wunsch. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Babadam, bababa. Bam 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 se bo bo bam di bam bam bo sa bo te ba do bam di ba ba bam se da ba ba do ba bo be ba do bam zi ba bo do bam bo ba bo be ba no sa bo da ba bo do bo ba ba bo di ba bo Babosa, baro bebo bebo baro bista da da wo se bunda baram dim da do babo. Skyline von Wien,
denn du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich hab einen Weingarten am Piesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rimm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Piesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Hab noch an Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht gehört, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tröpfelwein. Badabdi bebu bobu badota sipo dabdi babadabobode bodabo wow badabodo mo sabdi bim dabdi bo ba 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 wow bap people up babadababa so badabadababa babodi badawai vaste bobobe ba badabdabdi boboy abasaba noch an Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl Erd, das mir allein nicht gehört, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tröpfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tröpfelwein. Da braucht man was zum Essen dazu, ne? Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleib's daheim mit den Exoten, ich will ein Kiemelbraten. Schmackig, festig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich auch keine Aversion gegen eine zweite Portion. Einst hat mir meine Mutter gesagt, Bub, wenn dich der Hunger plagt, tu nicht naschen, is was Gescheites. Schau, Gemüse hat seinen Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund. Ich war früher reif in mein Leben und hab ihre Antwort geben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kümmelbraten. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich auch keine Version gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Alles nur keine Brokkoli. Bitte, bitte keine Brokkoli. Brokkoli ist nix für Baggerfahrer. Nein, nein, keine Brokkoli. Bitte für lieber ein Kiemelbraten. Mit Knädeln oder Knädeln. Oder mit einem Salat von mir aus. Aber kein Brokkoli-Salat. Oh yeah. Aber.
Ja, das habe ich schon lange nicht gespielt, gell? Jetzt sofort das Schluckerl austrinken, dann nachkommen. Ich muss die Gitarre, tut mir leid, ich muss dazwischen anstellen. Ich habe wirklich, jetzt habe ich geglaubt, dass das schon gut ist ein bisschen, aber ich habe da, ist das ein Tennisarm oder was? Es tut wirklich manchmal da. Manchmal schmerzt es. Es kann das Alter sein, was weiß man, es kann das Alter sein. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften, auf dem Brokkoli. Es ist ein Superfood, ne? Sagen sie alle. Alle sagen zu diesen, zu allem, was eigentlich wirklich nicht super ist, sagen sie heute Superfood. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja so. Da schenken wir uns gleich nach. Heute hat mir schon die Anästhesie angerufen vom AKH, wo ich ja Ende August, aufgeschnitten wäre. Also auch schon geklärt. Die Anästhesie hat schon geklärt. Das ist immer so unangenehm, wenn sie fragen, wie schwer sind sie. Sein Trottel. Dann fragt der Dame nicht nach dem Alter, ein Mann nicht nach dem Gewicht, ein Student nicht nach dem Semester. Das muss man sich da merken. Ein Baggerarm wird es sein, Georg Scherer. Das könnte sein. Das könnte sein. Nein, aber das ist wirklich sehr schmerzhaft. Aber nicht immer. Nicht immer, aber es ist immer wieder da. Ja, 50 plus. Kann auch sein. Das könnte schon sein. So, was habe ich denn verpasst für tolle Meldungen für euch? Ich habe einen Mutztraum-Bagger. Ja, Mutztraum-Bagger kann ich nicht singen, Ludwig Sass. Das geht nicht. Für das ist jetzt klar. Eine gemeinsame Ausfahrt romantisch mit dem Bagger? Nein, ich weiß nicht. Schnell ist er nicht. Also das ist sehr romantisch. Aber schon ein bisschen zu romantisch, die Geschwindigkeit von dem Bagger. So, warte, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Habe letzte Woche 32 Groschen geschickt. Jawohl, brauer hätte. Trinke ich einen Schluck drauf. Soll ich spielen? Groschen. Heute in einer Woche bin ich wieder Teil der Skyline. Bravo, Peter Voigt! Wirklich wahr? Kommst nach Wien? Leiwand. Ja, war heute Nachmittag bei einem Spitzenkonzert mit Werner Dahn zum Stirner und Stiepich im Zuge des Wiener Kultursommers. Weltklasse. Ja, die sind ja leiwand. Stiepich und Stirner, das sind ja auch schon Urgesteine, muss man schon fast sagen. Das Frauenkäferl, Renate Ott. Aber Renate Ott, da muss man jetzt auf, welches Frauen? Es gibt zwei Frauenkäferl. Es gibt das Frauenkäferl, flieg nach Mariabrunn. Oder es gibt eben das alte, ich glaube, das heißt Favoriten, Frauenkäferl, obwohl es Favoriten gar nicht vorkommt, aber das kleine Biberl hat mir gesagt, meine Mutter, man soll ein Frauenkäferl ja nichts tun. Ein Frauenkäferl muss man ehren und schätzen. Sonst ist der Mensch verloren. So irgendwie. Müsste man nur sagen, welches. Dann spiele ich das. Christoph Radau ist da, jawohl. Bin im Urlaub, schalt nur kurz rein. Bin an der Mosel und trinke sehr guten Wein. Bravo, Christoph Radau, Weltklasse. Weltklasse. Coolen Ersatz singst du für die fehlende Harmonika. Naja, ich probiere es, ich danke dir schön. Ein Dreierbackerl, jawohl. Grüß die Beauty-Mäge, der Georg Scheirer, Wahnsinn. Fertige Malin auch gebackert? Nein. Sie ist eher sogar schon überfordert, also nicht überfordert, sondern genervt, wenn ich davor rede. Sprachpolizei, bewundere deine Trittsicherheit, wie dein Daumen die richtigen Passseiten trifft, Klaus. Danke dir vielmals für die Bewunderung, aber ich glaube, es ist einfach nur Übung. Aber danke dir schön, ja. Nein, es ist nur Übung und wahrscheinlich, wenn man dann das Muster verlässt, weiß ich gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob ich ein Muster habe. Ja. Guter Walking Pace. Ja, danke schön. Na, die Kittelfalten kann ich leider nicht vom Neuwirt. Ja. Und einen heurigen Musikanten, die nach dem Achtel. Gewicht 75 Kilo mindestens, ja. Naja, ich war schon ehrlicher. Ein gutes ätherisches Weihrauchöl, mischt es mit Olivenöl, massierst es gut ein. Wirklich wahr.
Ja, Weihrauchöl, merke mal. Resi, hol dich mit dem Bagger an. Mit dem Bagger, da will keiner angeholt werden, das ist viel zu langsam. Ja. Das erste, Maria Brunn. Wolfgang Groherzger ist da. Wolfgang Groherzger, jawohl. Na gut, Frauenkäfer fliegt nach Maria Brunn. Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, sind sie. Gabriele Zimmer ist mit dabei. Das hätte ich fast vergessen, aber Hauptsache du bist. Warte mal, warte, jetzt muss ich überlegen. Ja, ich probier's. Es stehen zwei Schulbuben auf der Gossen und singen Frauenkäfer fliehen. Da sagt der eine zu dem anderen, da das Käferl müssen wir kriegen. Plötzlich hat's der eine gefangen, auf seinem Finger grob jetzt rum. Da sagt der andere, du das Käferl, schickt man nach Mariabrunn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes Wetter und ein recht schönes Sonn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes Wetter und ein recht schönes Sonn. Ich sing's ein bisschen höher. Drunter am Grobe seiner Eltern, da steht ein junger Mann und weint. Könnte ich sie noch einmal sehen, die so gut mit mir gemeint. Plötzlich fliegt der Frauenkäfer übers Elterngrab dahin und mit Tränen in den Augen schaut der Mann zum Käferl hin. Frauenkäfer, flieg in Himmel auf und weck mir dort meine lieben guten Eltern wieder auf. Frauenkäfer, flieg in Himmel auf und weck mir dort meine lieben guten Eltern wieder auf. Jawohl, habe ich ja ewig nicht gesungen. Danke für diesen Wunsch. Habe ich ja wirklich lange nicht gesungen. Schau, ein Esther ist da. Was hat der Klaus, dass operiert werden muss? Nichts Tragisches. Ich hoffe, nichts Tragisches. Nein, ein Bauchwandbruch. Da, nach einer Operation, die schon länger zurückliegt, habe ich da quasi offenes oder ein gerissenes Bauchfell oder so. Wird man ein Netz eingesetzt. Ja. Murmeltiersalbe vom Stallersattel. Ja, die hört man auch auf, gell? Die Murmeltiersalbe, ja, die wird auch oft erwähnt. Ja. Für mich ist Seiler, nein, kann ich nichts. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Lass das Murmeltier in Ruhe, genau. Wunderschön, ich sing's gerade mit. Bravo. Bravo, Renate. Ja. Habe ich wirklich schon lange nicht gespielt. Wirklich schon lange nicht gespielt. So, was machen wir jetzt da? Nehmen wir einen Schluck. Das ist einmal nie ein Fehler. Man muss jetzt helfen wissen. Ich bin ja neugierig, wann das verboten wird. Ein Wein live auf YouTube, das gibt es sicher nicht mehr lang. Aber Wein ist halt gesünder als Frukade. Telefonbuchpolka. Boah. Die willst hören. Ja, nächster Dank der Chefin für die Wünsche. Nach der OP kann man auf Klaus seinen Bauch Ping-Pong spielen, wegen dem Netz. Ja. Also, Zitat von meinem Chirurgen.
der selbst auch eine Jazz-Big Band leitet, der hat gesagt, schau, dann nehmen wir das Netz an der Flaxenau und 3 Wochen später kann ein Panzer drüber fahren. Das war das Original-Zitat, da haben wir gedacht, ja, das wird dann schon was aushalten. Also kannst Ping-Pong anspielen. Ja. So, Telefonbuch, willst du wirklich die Telefonbuch, Polka? Das was? Das muss wieder ins Repertoire. Was denn? Achso, das Frauenkäfer meinst du? Ich kann das nämlich nicht entziffern, das Ding. Haben wir nicht noch andere offene Lieder noch von vorhin? Freunde, nicht, dass wir da was... Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kalterer wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch. Da finde ich das genau, weil alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wandrak, Wortel, Wipplerschill, Wojtek, Wotzig, Wimbledil, Viora, Vrabel, Vrtilega, Viglaš, Fratzig, Wichnaleg, Freka, Frba, Vikotil, Frablic, Wutze, Viskocil, Wochdečka, Vukilic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Vondro, Vorlicek und der Voralek und der Voskul und der Vrtelvotropa, Voscenilek, Farinis, Vostarek. Vrtaland, Viplacil, Vrtsaland, Vistlacil, Vokvotipka, Vice, Sal, Vratstil, Vrana, Vimmetal, Frobitske, Franek. Apropos Frobitski, wir spielen am Freitag kommenden wieder bei den Frobitskis in Stammersdorf in der Köllergassen im Dornröschen-Köller. Und da hab ich gepostet immer, dass wir dort spielen, und dabei sind wir dort schon so lange ausverkauft. Ich wurde gescholten von der Frau Frobitski. Gott sei Dank ausgebucht, heillos ausgebucht. Mein Name gefällt mir nimmer, ich heiße nämlich Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt Skrst. Wir schnigeln die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt das Richter, weil ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabier meinen Namen, dem Richter sein Kommis, und sag, schauen's bei den Damen, ich wär meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt, na ja, wahrscheinlich, ihr Name ist ja peinlich. Da hab ich Sympathie. Aber wie wollen Sie denn jetzt heißen? Darauf sag ich, ja bitte, was glauben Sie? Ja, zum Beispiel Wondrak, Wortel oder Wipplerschil, Wojtek, Wotzig, Wimbledil, Viora, Vrabel, Vrtileg oder Viglaš, Fratzig, Wichtalek, Freka, Frba, Vikotil, Frablic, Wutze, Viskocil oder Wochdečka, Vukilic, na, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Vondro, Vorlicek oder Voralek, oder was gut mit dem Vrtelvotropa, Voscenilek, Verinis, Vostarek. Vrtaland, Viplacil, Vrtsaland, Vistlacil, Vokvotipka, Vicesal, Vratstil, Frana, Vimmetal, Frobitske, Franek. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass sie nicht schmeckt. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, drum nehm ich auf Kredit an Teilen Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind warm, weil ihre Frau betrügt sie mit Wondrak, Wortel, Wipplerschil, Wojtek, Wotzig, Wimbledil, Viora, Vrabel, Vrtileg, Viglaš, Fratzig, Wichnaleg, Freka, Frba, Vikotil, Frablic, Wutze, Viskocil, Wochdečka, Vukilic, Vrtatko und Vukasinovic, Vorak, Vondro, Vorlicek und den Voralek und den Vrtelvotropa, Voscenilek, Farinis, Vostarek. Vrtaland, Viplacil, Vrtsaland, Vistlacil, Vokvotipka, Vicesal, Vratstil, Frana, Vimmetal, Frobitske, Franek, Vovirka, Veplek, Vopalka, Vopelka, Veltek, weg.
Ja. Richtig, Sprachpolizei, Georg Kreisler ist das gewesen, auf besonderen Wunsch von Manfred Kraft. Jawohl. Jawohl. Ja. Ein Schönheitsgeheimnis von mir, also eins von einigen, Rizinusöl mit etwas Weihrauchöl gemischt. Ja, weißt du, wenn man es nicht saufen kann, schmiere ich es mir nicht drauf. Nein, ist natürlich eine Frechheit für mich. Nein, das passt schon. Nichts tragisch, aber auch nicht ganz zu unterschätzen. Natürlich nicht. Ja. Es dauert eben die Heilung. Ja, nach 10 Tagen habe ich Zeit, dann spüle ich. Nach der OP. Dann spüle ich an 3 Tagen 4 Mal. Na schauen wir mal. Wird schon werden, nichts ist schon. So, kriegt man dann nicht einen Knoten in der Zunge? Na. Das ist ja quasi wie Wienerisch. Tschechisch ist wie Wienerisch. Bitte gern, lieber Manfred, haben wir wirklich gern. Also habe ich gern gemacht. Jetzt brauche ich einen Schluckerl Wein. Ein Schluckerl Wein. Momo M ist da. Momo M, jawohl, servus. Beste Grüße an den Lord. Beste Grüße. Was haben wir denn was auf? Jetzt machen wir. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst schön stark sein, sonst hast du nur die halbe die Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein, du wirst das nicht, du wirst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um und einmal und. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darf's niemals fad sein. Kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Beim Wein darf's nicht fad sein. Achtel, Dankeschön. Ist das auch ein USB-Mikro? Ja, das ist auch eines. Das ist das Rode, ich glaube Rode Mini heißt das sogar. Ja, ist. Naja, es ist natürlich jetzt eines auch bei der Solo-Pavlatschen habe ich natürlich das Mikro auch da. Ne? Das ist jetzt, wenn wir das andere Mikro verwenden, wo wir ja, also sowohl in Wien als auch da in der Klause, wenn wir zu zweit sind, ist ja das quasi, steht ja mehr im Raum. Ja? Es ist ungefähr so weit weg wie die Flaschen. Dann, daher das wird auch den Unterschied machen. Aber an sich ist es sogar ein relativ, ich sage jetzt einmal, relativ günstiges oder halt, ja, von Rode, ich glaube Rode Mini heißt es, oder NT Rode, da steht da was, nein. So irgendwie. Aber gefreut mich, wenn der Sound passt. Jawohl, die Wiener Lieder aufgespielt. In Luzern.
Schweizer waren begeistert, ne? Das glaube ich sowieso. Naja, wenn du aufspielst, dann ist man sowieso begeistert. Ja. Klingt nach Bändchenmikro. Na, das ist ein USB-Mikro. Das ist was der mit. Im Sommer passt da schräge Wiesen am Donaukanal. Jesus, na. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat alle Zeit und Zeit so viel am Gefreut und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tramway hin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur scharige Wiesen. Am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist, kein reichen Papa. Mein Mirzel, ja, die liebt mich so wahr. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Scharige Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Der Dornbacher Pfarrer steigt aus, wo bleibt dort kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10er Miss, auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Ja, und da plaudert der Siemandl aus, ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Schön ist so ein Ringespiel, es ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fährt man weg und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringespiel. Der Text entfallen. Aber es klingt auch nicht schlecht, gell? Humpa, 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 humpa. Jetzt sind wir komplett in der Komplett, aber wirklich sowas von anderen. Aber wir bleiben beim F. Vor 20, 30 Jahren, da war am Kirchtag noch ein Lehm. Da hat's uns nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gegeben. Und haben's vertanzt und umgestrampft, das war ein gewisser Frei. Ja, sehst, das waren halt da zumals noch kerngesunde Leid. Wandrig hat er gesungen und es war gewiss kein Pflanz. Getanzt und Lieder, wo man von den Dirndl gewohnt. Der dicke Pepe Kordel und der Franzl, alle drei. Ja, haben's vertanzt und umgestrampft, da waren wir gleich dabei. Heut geht's am Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder nicht so, wir sind aus Heu und Stroh. Ja, mir geht's schon, da muss ein Fehler sein, wir haben auf der Welt keiner mehr ein Geld. Dass durch die Wiener Stadt heut alles rasen tut, das ist längst bekannt an jedem kleinsten Ort. Und die vielbesungene Wiener Gemütlichkeit findet man heute nimmer unter die Leid. Fragst den alten Wiener im Versorgungsheim, was für diesen Zustand wohl der Grund könnte sein. Schaut er lang die an, nickt er freundlich zu
und sagt der Grund dafür ist einer nur. Uns fehlt ein kleines Gattel, draußt im Liebertstal, schöne Blumen drin, dazu ein Hähnerstall. Dort, wo früher die alten Häuser gestanden sind, dort schauen uns heute überall Fabriken an. Uns fehlt ein Herz, das füreinander schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös wär bei einem lauten Kindergeschrei. Dann wird's in Wien erst wieder gemütlich sein. Da war ein kleines Salettel und da ein Blumenbettel und da hast den Feigerl in die Augen geschaut. Dort war ein Werkzeugkittel und ein Sackel Düngemittel und in das Hittel hat der Bagger reingehaut. Da war ein kleines Bergerl und drauf ein Gartenzwergerl und da hast du dem ersten Mal die Maßen gejuckt. Komplett anders. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen braucht. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Baum. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen stehe, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen. Im schwarzen Himmel sehen hast du eben keine Chance. Die Bahn haben so gelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum warte ich nie mehr auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bahn. Schau, der Schlussakkord hat gestimmt. No, mehr wollen wir ja gar nicht. Was soll man machen? Life is life. Was soll man denn machen? Jawohl. Furchtbar, furchtbar. Neue Straßwirtschaft, noch besser roter. Zum Wohle. Bravo, Christoph Ratau. Zum Wohle. Ja, immer gleich was rein. Na, habe die Ehre. Na, da habe ich jetzt ungefähr harmonietechnisch so reüssiert wie mit dem Moped-Stab beim Taschler. Nämlich gar nicht. Aber da müssen wir durch. Nämlich alle miteinander. Das ist so Lieder von Tanz aus, weiße Pferde, Entschuldigung. Nein, ich kann keine auswendig. Felix Lukan, ich spiele sehr wenig Austropop. Ein paar Sachen kann ich, aber vom Tanzer habe ich auswendig gar nichts drauf jetzt da. Ja. Sprachpolizei, oh ey. Bitte nicht auf die Schafe nehmen, nur weil du einen Bagger hast. Ja. Schräge Wiesen im englischen Garten, jawohl. In Neuburg an der Donau. Bravo. Hoch und schau das Video vom Iron Acker. Felix, was hat er gemeint? Achso, ja, mit der kleinen Partie. Naja, da spielen wir halt, da kommt Austropop vor, sagen wir so. Ja. Strauß, Herriger. Geht's ja, hat unser Steiramat dann beim Egi. Jawohl, zeitlos, der Vokal hat ihn auch. Merit, Manfred. War schon okay, Judy Austria, ja. Ja, naja, der Schlussakkord hat passt. Ja. Bist gescheiter, Christoph Ratau. Dann geht's weiter als Quereinsteiger, Zahntechniker. Na bravo, Christoph Ratau. Jetzt noch Urlaub und dann? Boah. Und dann queren, dann ist Zahntechniker. Da druckt man die Zahn, dass es alles leibend wird. Haut's eine bitte für den Christoph Ratau, eine Orgie an rote Achteln, dem Zahntechniker in Spee als Quereinsteiger. Oder bist du das eh schon, weiß ich nicht, aber. Oder bist du schon und steigst dann schon vorher ein, so. Der Welt. Bravo, Christoph. Alles Gute.
Klausi, das sage ich meinen Musikstudenten, sagt die Maggie. Das Wichtigste vom Stück ist der Schluss. Das Wichtigste überhaupt ist, dass man gut schummeln kann. Da sind die immer leicht entsetzt. Ja, aber es stimmt, es ist ja, weil man muss ja drüber gehen. Nicht? Man spielt ja. Man spielt ja. Und da muss man das schon spielen halt. Und wenn man rauskommt, muss man halt weiter spielen, bis es halt aus ist. In der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann wieder reinkommst. Renate Ott sagt schon gute Nacht. Unsere Diva muss Gassi. Über Kopfhörer hört es ja wohl. Na dann ab zum Gassi geh. Gute Nacht. Und nur vielleicht vielleicht sind wir noch voll total on air, wenn du wieder zurück bist. Ja, dann kannst du wieder voll einsteigen. Ist ja ganz klar. Aber wenn wir jetzt die kleine Partie angesprochen haben, Uli Bär und die kleine Partie, respektive die Blues-Schrammeln, es ist dann die große Partie, wo wir Rock, Blues, Austropop und Pop überhaupt mit Wienerlied mischkulieren. Und da kann ich jetzt einen Auszug bringen. Schaut, erfolgreiche Musiker, ist am Start. Ich finde das kleine Gartal drunter im Liebertstal so schön. Was für eine Nummer. Ihr Wienerlied-Menschen seid das gewöhnt, aber für einen quasi Neuling Wahnsinn, wie das reingeht. Das kleine, ich weiß, ein kleines Gartal. Ja, das ist eine schöne Nummer, das stimmt eh. Urleimann, danke dir schön. Gefreut mich voll. Der Uli Winter, sein Großvater, sein Lied, bitte. Ich glaube, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt, oder? Ja. Man kann in Noten überbleiben, am Schluss passt es eh. Bei mir passt oft was über, aber man muss ja keinen verraten. Ja. Na wirklich, ja, pass auf, na, das können wir auch machen, nur Geld. Oder bringen wir einen natürlich, damit sie YouTube wieder aufregen kann, wegen Urheberrechten, bringen wir ein Pink Floyd. Money! Und warum Pink Floyd? Weil das Lied Money ist im 7/8-Takt geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 7 Achteln ist schon verdammt noch am Liter. Deswegen durchaus wienerische Zugeständnisse, weil nur der Wiener hat es bis dahin zusammengebracht, mit einem 3/4 quasi einen Liter voll zu machen. Ne? Durch den Wiener Wald. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Käser, da reiset Mamas, wenn sein muss heiser. Doch wenn ich Stier bin und nicht verdraht, dann sagen die Madel alle, du bist heute fad. Wenn ich ein Geld hab, bleiben die Wirten, die größten Schnurrer und auch die Nierten. Aber wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Radidam. Money! Ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringen wir's an. Händel, Gansel und den Fisch müssen rennen übern Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Ich glaub, meine Erbtante, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Pink Floyd! Jawohl! Ja. Ja, eben, ja, sie geht schon aus, es ist live. Es ist live und was live ist, ist live. Und genau, und wenn man sie stört, man sollte schon, also wenn es nur ein Plätzchen spielst, das gehört sich auch nicht. Ne? Aber, wenn es halt, dann, vor allem nicht jetzt auch so wie da,
Also ich bin da wirklich nicht schamig, ich denke mir das echt, schau, man spielt ja da spontan, nicht? Ich habe ja kein Programm vorbereitet, man spielt ja spontan und wie ihr gemerkt habt, haben wir die Schrebergarten schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe mich selber überrumpelt quasi, dann habe ich mich noch selber überholt. Ja, dann kommt jetzt sowas aus und ja, das macht er. Da darf man nicht zimperlich sein. Schau, die Achtel, danke euch vielmals. Ja, jetzt aber zu einem echten Blues mit einem echten Wienerlied. Ähm, Robert Johnson hat geschrieben Love in Vain. Berühmt gemacht haben es die Rolling Stones. Robert Johnson, die erste Aufnahme war 1930. Und da machen wir ein Wienerlied dazu, ist klar. Ne? When I follow the station, my suitcase in my hand. When I follow the station, my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, when all my love's away. Anna, hold immer des Bummel. Anna muss immer verlieren. Aber ich hol mein Leben lang des Bummel. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Oh, my love. Oh, my love. Wow, Anna hat immer des Bummel. Anna muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang des Bummel. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, das ist ein Blues gewesen. Jawohl. Die Tante frisst nicht. Die Tante trinkt nicht, hab ich gesungen. Die Tante trinkt nicht. Was glaubst du denn, du Maggie? Sag einmal, was glaubst du, was ich da nicht? Das könnte schon von mir sein, ist schon richtig, aber nein. Die Tante trinkt nicht. Weil klasse die Achtel, schau. You got what you pay for. Livestream kostet ja nichts, also müssen wir auch nichts bekommen. Bravo, Renaka. Da haben wir gleich eine. Da habe ich gleich eine, den Schmattes-Hinweis. Liebe Freunde, da trinke ich extra Wasser, dass ihr seht, wie wichtig mir das ist. Satzerlieb. Wenn euch die Musik taugt, wenn euch das Format taugt und wenn Sie 16 Pum unterstützen wollt, haut uns eine Gerstl. Einen Obolus, einen Schmattes, wie auch immer man das nennen will. Entweder über PayPal, über Kanalmitgliedschaft hier oder schlicht und einfach über Überweisung sozusagen. In Details findet ihr natürlich da in der Videobeschreibung darunter, respektive auf unserer Homepage überall. Also,
Vielen herzlichen Dank schon mal dafür. So, das hätten wir auch. So, ich glaube, jetzt wird's Zeit für Nachtfutter. Hm? Oder soll das Bankerl im Wald spielen? Aber das kann ich noch nicht. Dann mache ich einen Fehler und dann ist deppert. Dann ist das die Premiere und es klingt deppert, weil ich einen Fehler gemacht habe. Soll ich spielen? Sagt's mal, gibt's laut. Soll ich das Bankerl probieren? Die Milch war schon sehr angenehm und politisch korrekt. Ja. Die Milch war für den Arsch. Die Milchbablatschen wird nicht in die Geschichte da eingehen. Also irgendwie schon. Schau, 1,91 vom Acker, Wahnsinn. Ackerl gibt alles. Ackerl auf die, taugt das schön. Wird klasse. Unser Filmteam. Filmproduktionsteam. Das ist eine eigene Mahlzeit. Der Muckelein heute, wenn man so eine Milch und alte Bananen noch gehabt, dann hat so eine Bananenmilch gemacht, quasi so eine Bananenmilch. Wie sagt man, was weiß ich, wie man dazu sagt, auf jeden Fall nicht so. Und ein paar Marinen haben wir noch gehabt, das eine, das ist so geschäumt und ein Schlag, aber es noch, also eine noch dass es noch cremig, sämig wird, das war eine Mahlzeit. Boah, das war gut. Weltklasse. Auch auf Handy im Dunkeln einfach nur einzigartig, Renate Ott, Weltklasse. Mitte August bin ich jetzt 2 Jahre dabei, euch zuzuhören, ich bereue es nicht, Susanne Moser. Wirklich wahr, Mitte August 2 Jahre dabei. Wahnsinn. Ich meine, es sind viele lang dabei, aber stellvertretend für alle, wie soll ich sagen, Stamm-Pavlacis das. Haut's eine. Für euch quasi, aber sozusagen symbolisch für die Susanne Moser. 2 Jahre dabei und noch immer nicht, noch immer dabei. Haut's eine rote Achteln für unsere Pavlacis, die allgemein, jawohl. Sprachpolizei, Butter gekackt, nein, das war alles in Ordnung. Also, wir haben da jetzt keine mit den Milchvarianten, die wir da zu uns genommen haben, haben wir definitiv gar keine Auswirkungen gespürt. Ja. 1,99 ist ein Häkel. Ja, das ist ja ein Häkler, der Ackerl. Aber der Ackerl ist einer unserer größten Förderer, der darf uns häkeln. Aber nicht gleich aufregen, Judy, nicht gleich aufregen. Sage einfach, es ist eine Vorpremiere, dann passt es auch wieder. Schau nicht, Spießler, gute Idee. Vorpremiere unter Freunden. 16er Movie Production, ja, das ist die erste Firma, die von Haus aus gleich gar kein Kapital hat, weil für uns kriegst du nichts. Wir laden die immer nur ein. Und du verfrisst und versaufst dir alles dann, was wir dir einladen. Pavlacisterie fing an während des Lockdowns. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Na gut, dann, pass auf, Bankerl, ja, wie das hin. Also eine Vorpremiere, eine Skizze. Ich bringe jetzt eine Skizze einer Komposition, deren Premiere noch bevorsteht. So sagen wir das. So machen wir das. Bankerl im Wald. Das Bankerl im Wald. Und dann schauen, wie wir da reinkommen. Da steht ein Bankerl mitten im Wald, auf einem Platz, das mir so gut gefällt. Mein ganzes Leben hab ich auf diesem Bankerl gewandt und hab gelacht und hab sogar aus manchem Fräulein eine Frau dort gemacht. Mit meinen Freunden hab ich dort diskutiert und mit mir selbst philosophiert am Bankerl
mitten im Wald. Hab ich was zu lachen gehabt im Leben, sich Probleme mal ergeben, so bin ich raus zum Bankerl im Wald. Na 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 na. Da steht ein Bankerl mitten im Wald, auf einem Platz, das mir so gut gefällt. Meine Pläne und Ideen hab ich dort analysiert, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sinniert. Mit meinen Freunden hab ich durchstritten, hab an Liebeskummer gelitten, am Bankerl mitten im Wald. Hab ich was zu lachen gehabt im Leben, sich Probleme mal ergeben, so bin ich raus zum Bankerl im Wald. Na 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 na. Na, 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 na. Gestern haben sie es geschliffen. Sie haben den Wert halt nicht begriffen von so einem Bankerl mitten im Wald. Na, 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 na. Jawohl, das war quasi die Skizze einer Komposition, deren Premiere noch bevorsteht. So haben wir es gesagt. Wie gefällt es euch? Wie gefällt es euch? Achtung von einer, danke ich vielmals. Jawohl. Der Hund rennt rum und ich sitze auf einem Bankerl. Bravo Renate Ott, bravo! Ich stelle mir das gut vor, ja. So schön, Gabriele Zimmer, Dankeschön. Harmonisch erinnert mich das an Reinhard May, aber echt schön, Dankeschön. Ja, es ist so, ja, wobei das ist jetzt natürlich, liegt jetzt vor allem eher daran, glaube ich, dass das halt jetzt solo mit der Gitarre vortragen ist und so. Das ist natürlich, das natürlich so eine Art Lied, ja. Aber ja, Dankeschön. Viel Lamour, Leiband, Erna Acker, Dankeschön. Sehr schön, Susanne Moser, danke vielmals. Super, sagt der Paul Hartmann. Großes Kinoglas, sagt Georg Scherer, Dankeschön. Naja, gut so. Aber nicht, dass nur freundlich Satz. Freundlich sein ist auch leibend, aber schon ehrlicher. Jeder hat so ein Bankerl. Ja. Ja, dieses Lied ist ja immer entstanden als Beiwehr, also eigentlich als Nebenprodukt vom Nachtvater. Da bin ich da spaziert, da raus beim Tierl, da hintere, rauf, im Wald rein, runter, wieder runter, durch den Wald und dann wieder rauf durch den Wald, über die Felder, daher und wieder heim. Und da habe ich geschrieben, in Nachtvater, also den Text fertig gemacht in Nachtvater und dann beim so zurückgehen habe ich ein Bankerl im Wald. Ich bin wirklich so gegangen und das war keine Lichtung oder was, sondern es war dichter Wald und da steht ein Bankerl. Und ich sage zu mir, ich schau, da steht ein Bankerl im Wald. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja ein Lied. Und dann habe ich bis ich daheim war, habe ich den Text gehabt. Ja. Fräulein zur Frau gemacht. Ui, gell, da träume ich was. Da träume ich was, Fräulein. Also manches Fräulein zur Frau gemacht. Ist natürlich nur im Lied so. Nicht? So in der Realität war ich viel zu geschamig. Und auf einem Bankerl. Botschaft war ja auch, also da war nichts geworden. Und auch, dass wir die Ersten sein dürfen, die es zu Gehör bekommen. Ja, Manfred. Danke. Ein Bankerl ist was Feins, nur reißen sollte man keins. Das stimmt. Das müsste ich noch als Nachstrophe bringen. Ja. Als wäre ich freundlich. Ackerl weiß ich ja. Ja, Judy Austria auch. Ich weiß es hat sie. Prost, Klaus, sagt der Christoph Rataun und da sage ich auch Prost. Prost und danke. Ich muss leider ins Bett, morgen sei ich früh raus.
Jawohl. Bleibt's geschmeidig. Ludwig Saas, schön, dass du dabei warst. Danke dir vielmals. Schlaf gut. Liebe Grüße an deine Holde. Und auf bald wieder. Ohne KI. Sachen gibt's, gell? Aber Nachtfutter spielst du bitte auch noch. Dann spielen wir gleich. Machen wir gleich Nachtfutter. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon trüb. Die Schwester bringt ein Supperl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nix mehr zum Tun. Und wie sie ihr Lied hört, da merkt sie, da hat's nix mehr verloren. Wann der Nachtvater singt, der letztes Lied, dann hörst du gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Blick mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufpasst, ja, es schäbert und gerocht. Dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er, dann zwickt, er kriegt kaum noch Luft. Da hört er sein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Die Mama umarmt's fest, ja, sie zerdruckt sich schon fast. Das Munterbleiben ist für das Mädel a Last. Der Arzt sagt zu Tötern, es dauert eh nicht mehr lang. Da hört schon das Kinderl einen friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Na, 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 na. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Ui, Nachtvater, der Nachtvater. Die Achtel von eine, danke euch. Super beide Lieder. Hannes Spießlein, danke dafür vielmals. Die Achtel, zwei Liedl mit ganz viel Herz, hätte ich, danke dir schön. Georg Scheurer, danke schön immer wieder auch von der Brigitte von oben, jawohl. Jawohl. Danke euch vielmals. Ja, das ist natürlich. Aber ja, also ich glaube selbst auch, also das gefällt mir, also das, wie soll ich sagen, das klingt immer depp, mir gefallen eh alle Lieder, was ich schreibe, aber das der Nachtvater hat schon, merke ich schon selbst, hat schon eine eigene Magie in sich, sagen wir es auch so, ja. Ja. Super umgebogen beim Solo heute, Chapeau. Sprachpolizei, danke dafür vielmals. Ja, es ist natürlich, wenn man Solo spielt, hast du natürlich weitaus mehr Varianten, Möglichkeiten selbst sozusagen zu improvisieren.
Aber natürlich gleichzeitig ist es ja auch nichts, was in Übung ist. Das heißt, das kann gut gehen oder auch nicht. Aber scheinbar hat es funktioniert. Ich danke dir vielmals. Ja. Rußfrankerl, mein Gott, nein. Kann ich nicht. Ein Schneeflockerl und ein Rußfrankerl. Haben gespielt Fangerl alle zwei. Ja. Wenn man nachgedacht, da kommen mir immer die Tränen, Hannes Spießl in der Welt. Ja, das soll sein. Ich meine, so soll das sein, bitte. Das ist ja genau der Wert, ne? Machen wir Austropop was? Ausnahmsweise. Weil das bei der Solo-Pavlatschen gehört immer ein bisschen was dazu, Austropop. Und weil es halt schon angesprochen worden ist. Wann in der Früh die Nacht gegen den Tag den Kürzern zieht, wann die erste Sonnenstrahl die letzten Dämmerung da wirkt, dann wach ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. Dann wach ich auf, die Tschuschen kommen und ich muss mich schleichen, sonst zangen's mich auf. So steh ich halt auf und wisch mir die Träger so gut ich kann. So steh ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. So steh ich auf. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nimmer rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschl rum in der Manteltasche. Den geb ich mir zum Frühstück und dann schnurr ich an um Zigaretten an. Und um ein Schüling. Und die Leute kommen mir entgegen, wie eine Mauer kommen's auf mich zu. Und ich hab nix als kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Es ist doch ganz egal, ob ich was arbeite oder nicht. Für die dünne Klostersuppen genügt's doch auch, wenn ich bett. Lasst's mich in Ruhe, weil heut schieten's mir Kineten zu. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nimmer rasiert und nimmer gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschl rum in der Manteltasche. Den geb ich mir zum Frühstück und dann schnurr ich an um Zigaretten an. Und um ein Schüling. Und die Leute kommen mir entgegen, wie eine Mauer kommen's auf mich zu. Und wie mein entgegengeht, der kommt mir vor. Aber ich wohne und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Eine der legendärsten Nummern, meiner Meinung nach, von Wolfgang Ambros. Ja. Schau, Lorich, Wolfgang ist da. 10 Euro am IBAN, mach ich gleich. Schön, dass es euch gibt. Klasse. Wolfgang, da trinke ich einen Schluck drauf. Da kenne ich nix. Da lasse ich mich nicht anhalten davon. Danke dir, das Herz am Wohl. Klasse. Aaron Acker,
10 Tage nicht mehr rasiert, Glas trinkt Substral. Naja, was man halt kriegt. Ne? Schau, Renate Ott, diese Stimme, ein Wahnsinn, dank der vielmals. Dankeschön. Welches Lied war das, Iron Acker, ja? War das das? Hab ein bisschen Geduld mit mir, war das das? Irgendeine Gmelernummer war das. Stimmt. Weiß ich auch schon wieder nicht. Das ist ein Wahnsinn. Substral sind, glaube ich, Düngestäbchen für Pflanzen, ja. Der Klausi kann das. Danke dir vielmals, Maggie. Sehr lieb von dir. Judy Austria, schau, das ist nicht gut, aber das haben wir jetzt schön zusammengespielt. Jawohl, bravo. Ja, der Hofer. Naja, wenn ich nicht übertreiben, gleich mit dem Austropop. Ne? Die haben mir gedacht, die bringt das jetzt da. Weil es ja Tradition, eigentlich schon Tradition ist fast, wenn ich Solo Pavlatschen mache, dass eine Austropop-Nummer dabei ist, die eine oder andere. Aber wir wollen das nicht ausreizen. Und irgendwann möchte ich schon mal es ist ein Wunder, warum ich Tanzer schätze ich unglaublich und habe tatsächlich nichts im Repertoire auswendig. Also ich kann viel spielen, kann man alles spielen vom Bladel, also halt von den Austropop-Nummern, aber auswendig habe ich tatsächlich nichts drauf. Ja. Ich glaube, das ist das, ja. Aber es gehört dazu. Naja, da fällt mir schon eine. Die besten Ambros-Songs hat der Prokopetz geschrieben, sagt der Manfred. Ja, stimmt. Das Bergwerk zu der Austria. Dieses gewisse Bergwerk kann ich nicht spielen. Und vom Fendrich spiele ich nichts, weil der lässt immer alles löschen gleich. Schau, ist schon unterwegs eine 10er Weltklasse, Lorich Wolfgang. Da stehen wir jetzt am Stammersdorfer Friedhof. Regnet tut's die Füße, dann mir schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war ja so ein herzensguter Mensch und trotzdem fällt mir's Wahner halt so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Ihre Glaube hat's mir reingestopft, die Knädeln. Hat's glaubert mit dem Bracker in der Hand. Hat's mir umdreht schon den Magen, das war ihr wurscht, sie hat mich geschlagen. Solang dass ich schon angefangen hab zum Betten. Liebe Oma, Herrgott, lass die Oma doch verrecken. In Stammersdorf hat's gehabt, die kleine Wohnung. Stammersdorf hat's gehabt, die kleine Wohnung. Mit Spitzendeckerl unterm Hitlerbild. Ein Glasl Geramischmalz am Fensterbrett, im Nachtschirmotz am Doppelbett und Nacht. Immer voll. Vielleicht hätte man ins Grab dazu legen sollen. So viel verspülen muss da zusammenbringen. Die 7 Raben, das waren nur 6. Die gute Fee, das war ein Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schierer Lakel. Einmal hab ich gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolkerl spielt er Geig. Für Führer, Volk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt. Doch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat ja das Mutterkreuz verliehen. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch. Das Grammischmalz ist gestanden unterm Bett. Den Spitzendeckel hat's verbrannt, den Hitler hat's am Bücher genannt. Die Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat über sie schon geredet. Die 7 Raben, das waren nur 6. Die gute Fee, das war ein Hex.
der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein Schiecherlakel. In letzter Zeit, da war es schon ein bisschen komisch, haben wir schon gehabt, gell? Das ist das mein Interesse. Am Muttertag, da haben wir es geführt im Bruder. Die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Sturmboot vorne hat's jodelt, aber lang hat's verdruckt. Nur beim Gockertfahren geschah ein Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zent erstickt. Die 7 Raben, das war nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein Schiererlakel. Aber für die Gott mag's drüben besser. Noch keine Knädeln für die Engeln, sei so gut. Tu nicht die Heiligen segieren, tu nicht den Opa, den Erziehen und gehst zum Herrgott auf Besuch. Ein guter Tipp. Oh Mama, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Jawohl. Ebenfalls schwerst vernichtend geschlagen. Unglaublich, aber ja. Man hat gemerkt, um welches Lied das gegangen ist. Ja, D-Moll, zu die Austritt, nicht F-Dur, ja. Unter anderem war das der Hänger. Unter anderem. Was haben wir da? Jawohl. Weltklasse, sagt der Felix. Noch einen schönen guten Abend aus Helsinki, gib mir ein bisschen später an. Uli Slodek. Jawohl, Uli Slodek. Grüß dich Gott. Helsinki war diesmal positivst in den Nachrichten vertreten, sogar mit einem Rekord. Und zwar das erste Mal ein ganzes Jahr ohne einen einzigen Verkehrstoten. Das würde Wien nicht schaffen. Schon gar nicht, wenn wir nur Radlfahrer hätten. Das Tiroler Wienerlied, du meinst die Martinswand, ja, freilich. Ambros oder Tanzer, immer beide, ja sicher, das ist definitiv. Na Welt. Ja, Martinswand machen wir. Geht der Hofer auch. Der Felix auch in Hofer. Naja, wenn der mehrere Wünsche, muss ich in Hofer anspielen. Der letzte Ton hat passt. Ja, das haben wir mal, ein Ton hat passt. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, Uli Slonig ist bei uns in den Nachrichten. War das, also jetzt als, nicht als Headline, aber es ist tatsächlich, habe ich es gelesen, ja. Komplett, also null, komplett, ein komplettes Jahr ohne einzigen Verkehrstoten. Rekord. Wahrscheinlich für Helsinki, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es das in der EU oder Europa oder was es schon gegeben hat. Oder so, was weiß man. Markus Mangas, danke für deine Zeit und Musik. Ich danke dir. Weltklasse. Weltklasse. So, na pass auf, jetzt machen wir jetzt aber das Tiroler Wienerlied auf Wunsch vom Hannes. War das der Hannes, gell? Hannes Spieslein war das. War das der Hannes? Ja, genau. Unter der Martinswand. Zieh den. A Dirndl so, da zöhnst die Leute Mut, worin ein Wildschütz einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh nimmer wütend fort, weil das nur ein Unglück bringt. Noch einmal sagt los noch wütend mit, die schönsten Blumen bring ich mit für dich. Erschossen haben sie ihn gefunden in der Früh, die Blumen in der Hand für sie. Unter der Martinser Wand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land und grinst von Enzian, steht's Mutter Söhnerlein
mit einem blassen Spruch am Schriftenband. Vierte Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut der Martin links Tiroler Land. Ein Dirndl so, dass jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Martel stehen. Er zieht sein Hut und spricht ein Kurzgebet, kann er dann weitergehen. Der Wind ward leise übers Matterl hin und bringt ein Gruß von Tannengrün, weil er ein guter Freund vom Wildschütz war und spült hat in sein blonden Haar. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land. Umgrenzt von Enzian steht's Muttersöhnerland mit einem blassen Spruch am Schriftenband. Vierte Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut der Martel ins Tiroler Land. Oh, ein Tiroler Wienerlied. Ja. So schaut's aus. Was hat die Judy zum Ackerl? Wir müssen zärtlich zum Klaus sein, das glaube ich aber auch. Ja. Ja, alles Laune, ich fahre hier gerne Auto und Roller, komplett aggressionslos und angenehm. Ja, naja, ich bin eigentlich auch aggressionslos. Selten, oft nie. Josef Tatl ist am Start, grüß dich Gott. Man hat's erkannt, ja. Ihr seid beieinander da, ehrlich wahr. Ehrlich wahr. Ja, die Martinswand. Soll ich jetzt den Hof einer machen? Und nachdem es zumindest 2 Wünsche gab, ne? Schau, da liegt der Leich im Rinns, es Blut rinnt in Kanal. Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Ist denn das keine den, bei dem sein schnittenen Gesicht kann ich das nicht sehen. Der Hofer war's und 20er Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfall gekriegt und hat die Leichter massakriert. Geht ran durch die Leute und jeder hat sein Freit. Der Hofer war's der Sündenbock, der Hofer, den was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich viere hin zum Hofer seiner Türe. Da scheint die Leute kommen außer Mörder, aus sie sein. Geh mach auf die Tür, heute ist aus mit dir, wer für dein Verbrechen musst jetzt zahlen. Mit 300 Kugel
weil du hast keine Freunde, die dort Stangen halten. Möchel mehr der Leid schinder, die Justiz war heute geschwinder. Alles was glaubst, alles der Hofer, kommen's raus. Und sie pumpen an die Tier. Und sie machen ein Grabe als wir. Und sie treten das Glatt ein, dass die Hausmeisterin nicht sei und sagt, ja was ist denn meine Herren? Dann zwar doch den Hausfrieden nicht stehen. Denn eines weiß ich ganz gewiss, dass die Lech der Hofer ist. Was ist denn heut noch los? Was ist denn heut noch geschehen? Heut sind so überfüllt, die 38er wegen. Ein Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Blag und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heut kommen die Engel auf Urlaub nach Wien, denn dort wenn's zaust, drum ums Wiener Stadt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Leidern beim Weinderl, die kriegen gar nicht nur. Hinter am Baum steht Gott einmal und lacht. Für wieder rauscht ihn während auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wen er leid, wen er freit, aber da liegt was drin. So schaut's aus, Schnecken aus. Jawohl, Josef Tatl ist daheim. Daheim. Aber es schreibt nicht, ob in Badewanne oder im Wohnzimmer. Jawohl. Weltklasse. Naja, jetzt werden wir aber schon langsam zum Schluss kommen. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Ich möchte noch einmal sozusagen darauf hinweisen, dass wir in keinster Weise bös wären, grantig oder gar feindselig würde eines unserer zahlreichen Konten mit weiteren Positivbeträgen exekutiert werden würden von euch. Danke schön für euren Schmattes. Wenn euch die Musik taugt, danke ich vielmals. Ja. Harter Übergang. Hofer ist tot und die Engel wollen Urlaub. Naja, ich habe mir gedacht, das passt. Josef Tatl ist im Wohnzimmer. Klaus Canales von Peter Alexander bis Qualtinger. Peter Alexander, warte mal. Ja, aber ich weiß nicht, der Peter Alexander hat, glaube ich, keine wirklichen Signature-Nummern gehabt, gell? Der hat einfach alles gesungen eigentlich. Also so ein Wiener Lied aus. Ja. Bin raus, allen eine schöne Woche und nur gute Laune allseits. Jawohl, Christoph Radau. Schönen Urlaub noch und alles Gute bei dir als Zahntechniker. Jawohl, im Quereinsteigerformat, Weltklasse. Bin stolz auf dich, weiter so. Ja. 1,98 €. Das geht der Jude austreten. So ein Häkel. Ja. Und dann machen wir noch Jazz. Sollen wir noch Jazz machen? Was geht denn machen? Was haben wir auf Englisch, weißt du? Dass ich ein bisschen international sagen kann. Und außerdem, weil die Pavlatschen jetzt ohnehin schon mit Urheberrechtsansprüchen belegt ist. Vielen Dank für die Blumen, bitte mit Sahne, mit 66. Das ist aber Udo Jürgens, Iron Acker. Das ist aber Udo Jürgens. Oder? Ja, na klar. Ja. Nochmal 1,99 geht sich aber nicht aus. Das ist ein Wahnsinn.
Aber wenn der Christopher auch da geht, können wir ja eine Jazznummer, passt da gut. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you leave me? Tell them I won't be alone. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. Don't know where, I don't know when, but I do know we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be alone. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing a song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Some sunny day, some sunny day. Jawohl, jawohl. Ein bisschen Jazz, ne? Ein bisschen Jazz. Peter Alexander, wie böhmen noch bei Österreich. Ja, ich meine, Peter Alexander hat viele so Wiener Lieder gesungen, aber so Signature-Nummern, was sagst, so wie im Heinz Konrads, was sagst, die schräge Wiesen, der Wurschtel, also das hat es da nicht so gegeben. Fällt mir keine, und die kann ich leider auch nicht auswendig. Wir böhmen noch bei Österreich war vor 50 Jahren. Na gut, Freunde, die kleine Kneipe, hier ist ein Mensch. Manchmal weint er sich ein paar Tränen. Die kleine Kneipe, ja, stimmt, die kleine, oh ja, ja. Also bei uns war es ja das kleine Beisel. Ne? Bei uns war es das kleine Beisel und die deutsche Variante war die kleine Kneipe, ja. Hier ist ein Mensch. Ja. Na gut, aber ich kann leider nicht dienen mit Heinz Korn. Ich kann nur sagen, den letzten Schluck auf euer Wohl und ein Abschiedsliedl. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt die Pawlatschen mit mir genossen. Es war was dabei, ich möchte einmal natürlich noch unbedingt nochmal einblenden. Nein, nicht die Schmattesgeschichte, dafür bin ich euch auch dankbar, sondern natürlich mein Fuhrparkzuwachs. G Major 7. Jawohl. Schaut euch das an, Name. Ich habe noch keinen Namen für ihn. Ich brauche noch einen Namen. Wir müssen noch einen Namen finden. Ja, dabei habe ich keinen. Was soll ich machen? Weltklasse. Morgen wieder der Bagert. Jetzt die Schlussnummer und der letzte Schluck. Danke vielmals. Habt einen schönen Abend. Gute Nacht. Spähst und schreit da oben, spähst und schreit da oben, Leideln geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüssel, ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst der Mann, der mich mal mit dem Mühle sang, kann man schläbert, bin ich fürs Zeit, noch ins Bett zu gehen, okay. Denn sowieso bin ich von
wenn schon deppert eindeutig, dann muss ja auch schon durch doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllkandel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn ich denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Na, ich glaube, ich lasse jetzt lieber aufhören. Danke vielmals, habt eine schöne, gute Nacht. Viert euch gut, bis zum nächsten Mal. Baba.